1. Februar 2024, 9 Uhr morgens im Kinderhaus Nürnberg. Sie startet heute ein einmaliges Experiment in Deutschland, in dieser Kinderkrippe. Denn ab heute arbeitet die Erzieherin Esra nur noch 4 Tage die Woche. Danke. 9 Stunden pro Tag. So. Ich will euch begrüßen und mache das so. Hallo, hallo, Sonntag, was ist heute? Die Kinder werden trotzdem 5 Tage die Woche betreut. Für sie ändert sich nichts. In die 4-Tage-Woche wechselt nur Esra. Ich habe immer den freien Tag am Mittwoch. Das habe ich so mit meiner Chefin ausgemacht. Und genau, Mittwoch ist halt dann für mich in der Woche einmal mich auszuruhen. Ja, also ich denke schon, dass es mir sehr gut tun wird. Ab heute müssen ihre Kolleginnen mittwochs ohne sie auskommen. Und weiter bei mir. 2, 3. Die Katze schlägt die Trommel, 10 kleine Mäuse. Die nächsten 6 Monate muss Esra die 4-Tage-Woche durchziehen. Danach kann sie sich neu entscheiden. Einen Haken hat das Experiment. Ihre wöchentlichen Arbeitsstunden bleiben gleich hoch. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte davor einen Tag, wo ich 9 Stunden arbeiten musste. Es war immer für mich sehr hart, sage ich mal. Also das war gar nicht schön, dass ich war danach auch fix und fertig und immer. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe dann einen Tag frei, ist natürlich besser. Ob das wirklich besser ist? Ab heute arbeiten 20% der Mitarbeitenden des Kinderhauses in der 4-Tage-Woche. Im Kindergarten und Hort haben halt ein paar Mitarbeiter schon gesagt, ja, ich würde das auch gern machen. Aber als die einzige im Krippenteam war schon für mich, ohne dass ich wusste, macht das noch jemand im Haus, war schon ein bisschen so, ne? Aber ich dachte mir, egal, halt auch wenn die es nicht machen, probier's einfach aus. Hinter dieser Planung steckt sie, die Geschäftsführerin des Kinderhaus Nürnberg, Carola Weise. Ist es nicht paradox, eine 4-Tage-Woche einzuführen, wo Personal fehlt? Das klingt erstmal so, aber wir haben natürlich auch Erwartungen. Wir wollen versuchen, den Stresslevel unserer Mitarbeitenden zu senken. Sicherlich ist das im Kita-Bereich nicht vergleichbar mit Arbeitsplätzen in der Verwaltung oder so, ja, weil da noch ganz andere Faktoren mit reinspielen, was den Krankenstand betrifft. Aber trotzdem haben wir schon die Hoffnung, dass wir weniger Krankheitstage haben und natürlich auch alle Stellen in den Kitas ganz schnell nachbesetzen können, sofern welche vakant sind und wir keine teuren Dienstleister brauchen. Der Teufel steckt im Detail, aber wir wissen es nicht, weil wir haben keine Blaupause. Also wir müssen es halt engmaschig begleiten und wir haben auch den Einrichtungen versprochen, dass wir da genau hingucken. Ja, das war ja auch so die Befürchtung am Anfang, oh Gott, wenn wir jetzt alle weniger arbeiten, wer macht denn die Arbeit? Wir verkürzen ja nicht die Öffnungszeiten. Wir springen erst mal jetzt rein ins kalte Wasser. Ein weiteres Ziel, Erzieherinnen aus der Teilzeit mit der 4-Tage-Woche wieder in die Vollzeit zurückholen. Das Kinderhaus Nürnberg ist eins von 45 Unternehmen, die an der ersten großen Pilotstudie zur 4-Tage-Woche in Deutschland teilnehmen. 2 werden den Versuch nach 2 Monaten abbrechen, aus wirtschaftlichen Gründen. Die meisten sind Agenturen und Kanzleien oder Unternehmen aus den Bereichen Gesundheit, Energie, Verkauf und Handel und aus der Industrie. Die Studie will herausfinden, welche Vor- und Nachteile hat die 4-Tage-Woche für Mitarbeitende und Unternehmen. Bei der 4-Tage-Woche selber geht es tatsächlich ja eher darum, dass man das bei vollem Lohnausgleich umsetzen möchte. Das heißt, ich arbeite weniger, bekomme das gleiche Geld. Und da ist für einen Ökonomen oder für einen Wissenschaftler relativ klar, was das bedeutet. Man braucht eine höhere Produktivität. Mit anderen Worten muss man dann eben das, was man bisher in 5 Tagen geleistet hat, in 4 Tagen erbringen. Und die Frage ist, ob das nicht zu einer Arbeitszeit oder Arbeitsverdichtung insgesamt führt, die dann eher noch mehr Stress auslöst, als wenn man das auf eine größere Zeitspanne ausdehnt. Produktiver arbeiten, das geht als Erzieherin nicht. Deswegen reduziert sie ihre Arbeitszeit auch nicht.
Ich habe dir den Dienstplan jetzt so geschrieben, dass du mittwochs frei hast. Und deine Stunden musste ich natürlich auf Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag verteilen. Dementsprechend bist du an den anderen Tagen länger da. Okay. Und dafür aber den Mittwoch frei. Ist okay. Schau es dir mal an und wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Vielleicht habe ich auch was übersehen. Aber ich habe es so geplant, dass es passt. Und was passiert, wenn Kolleginnen ausfallen? Dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, die Esra anzurufen und zu sagen, magst du an dem Mittwoch kommen, dafür kriegst du Freitag oder Montag in der Woche frei. Das würde noch gehen, aber nur in Notfällen. Ob die Krippe mit der 4-Tage-Woche mehr Bewerber anzieht, um das auszugleichen? Das Personal ist jetzt schon knapp. Wie gehen Ihre Kolleginnen damit um? Ich finde es voll cool, dass es das gibt, dass man 4 Tage nur arbeiten kann. Aber es ist halt schon doof, dass halt eine Person dann in der Gruppe fehlt. Aber ich denke, dass es für die Leute schon sehr was Schönes ist. Wenn Esra fehlt, hat das Konsequenzen für alle. Erzieherinnen und Erzieher sind heiß begehrt. Denn in Deutschland fehlen jetzt schon Fachkräfte. Und das wird in der Zukunft noch schlimmer. Denn die geburtenstarken Boomer-Jahrgänge gehen in Rente. Dazu kommt auch noch, die Arbeitnehmer in Deutschland arbeiten durchschnittlich weniger Stunden als in jedem anderen der 38 OECD-Länder. Was definitiv wir nicht vom Tisch nehmen können, ist der zunehmende Wunsch nach einer Flexibilisierung von Zeit und einer Souveränität von Zeit. Was nicht unbedingt bedeutet, dass wir die Arbeitszeit reduzieren, aber es bedeutet eine höhere Selbstbestimmtheit bei Zeit. Zeit ist mittlerweile eine eigenständige Währung in dieser Arbeitswelt. Auf Madeira boomt flexibles Arbeiten, die Workation. Remote arbeiten sie von der Insel aus für ihren Job in Deutschland. So auch Philipp aus Nürnberg. Für einige Wochen ist er hier. 40 Stunden die Woche Homeoffice. Dafür arbeitet er dort, wo andere Leute Urlaub machen. Prinzipiell ist die ganz normale Arbeit aber von überall aus zu erledigen. Also bei uns in Nürnberg kommt auch nur ein gewisser Teil ins Büro überhaupt. Ich könnte auch 100% aus dem Homeoffice arbeiten, unabhängig davon, dass ich jetzt von einem anderen Land, von der schönen Insel aus arbeite. Für seinen Arbeitgeber ist das kein Problem. Denn Madeira gehört zu Portugal und ist Teil der EU. Alles klar, dann Grüße in die Heimat. Ciao, Stefan. Wie reagieren seine Kollegen zu Hause auf seine Workation? Sind natürlich immer schon ein bisschen neidisch, aber das war jetzt natürlich ein Kollege im Arbeitscall und der hat natürlich auch die Möglichkeit, jederzeit aus dem Ausland zu arbeiten. Die meisten oder fast alle Kollegen sind eigentlich immer ziemlich neidisch, aber am Ende tatsächlich vom Ausland arbeiten machen eigentlich gar nicht so viele. Nach 8 Stunden ist Feierabend. Schluss für heute. Zusätzlich zu meinen normalen Urlauben kann ich dann noch von Madeira aus arbeiten und hier mit dem Co-Living und Co-Working gleichzeitig lernt man dann auch neue Leute kennen und hat einen Austausch von anderen, die entweder selbstständig sind oder andere digitale Berufe haben und auch neue Leute kennenlernen, sonst würde man nicht hier ins Co-Living Madeira gehen. Philipp wohnt und arbeitet in diesem Haus mit 12 anderen jungen Leuten. Zusammen kochen sie für die Gruppe und planen Ausflüge. Für die Work-Life-Balance steht morgen eine Wanderung an der Küste auf dem Plan, wenn das Wetter mitspielt. Für die Freizeit nach dem Vollzeitjob kommen sie her. In Deutschland schneit es gerade, hier genießen sie die Sonne und lassen die Seele baumeln. Wir sind in einer Arbeitswelt unterwegs, in der Veränderung ein Normalzustand ist, mit einer hohen Geschwindigkeit und Komplexität. Und ich bin eigentlich nur noch damit beschäftigt, nicht der Hamster im Rad zu sein oder auch tatsächlich mich wirklich anzustrengen, nicht aus der Kurve zu fliegen. Dann möchte ich flexibler und selbstbestimmter mit meiner Zeit umgehen. Und jeder von uns würde sagen, das ist absolut vernünftig und rational. Und diese Entwicklung ist ein zentraler Treiber um die Diskussion um die 4-Tage-Woche. Zurück in Nürnberg, in der Krippe. Kann die 4-Tage-Woche den Stress der Erzieherinnen wirklich senken? Für die Studie soll das dieser Tracker messen. Also das muss ich wirklich auch tagsüber tragen, auch wenn ich schlafen gehe. Das misst eigentlich alles
auch bei meinem Schlafrhythmus, sage ich mal, so ob ich in Ruhe schlafe oder ob ich halt viel stressiger bin. Genau, das misst eigentlich sehr vieles. Ich bin sehr davon überzeugt, dass eine Flexibilisierung schon sehr viel Entspannung bringen könnte. Auch wenn man dann seine 39 Stunden arbeitet, wenn man die Arbeitszeit oder den Arbeitsbeginn und Arbeitsende ein bisschen flexibler gestalten kann. Das geht nicht überall. In bestimmten Bereichen müssen Präsenz gezeigt werden. Aber wo das möglich ist, entlastet das viele Menschen schon. Also dass man nicht in der Rush-Hour zur Arbeit fahren muss und wieder zurückgehen muss. Und dass man dort ein Stück weit Flexibilitätsmöglichkeiten schafft. 4 von 5 Arbeitnehmern wollen eine 4-Tage-Woche, aber nur, wenn das Gehalt gleich bleibt. Das hat eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung herausgefunden. 3 Monate später, im Mai. Sie leitet die Pilotstudie zur 4-Tage-Woche. Julia Backmann von der Universität Münster will herausfinden, wie nehmen Mitarbeitende und Chefs die 4-Tage-Woche an? Wo gibt es Schwierigkeiten? Die Hälfte der Versuchszeit ist um. Wie gut funktioniert das Experiment im Kinderhaus Nürnberg? Ja, tatsächlich geht es heute darum, ja, den Zwischenstand nach 3 Monaten so ein bisschen näher darüber zu erfahren, wie nach der Umstellung der 4-Tage-Woche tatsächlich jetzt die ersten Herausforderungen gemeistert wurden. Falls es Herausforderungen gab, hören wir ja gleich. Und was vielleicht gut klappt, was weniger gut klappt, was funktioniert, und wie das insgesamt angenommen wird, sowohl in der Organisation als auch von den Mitarbeitenden. Ja, dann schauen wir mal, was sich da für ein Bild ergibt am Ende des Tages. Ja. Bei den Forschungsinterviews muss die Kamera draußen bleiben. 30 Minuten später. Ja, war spannend jetzt heute hier zu erleben, was so die ersten 3 Monate gemacht haben. Also als Zwischenstand kann man auf jeden Fall sagen, das wird angenommen. Es ist wahrscheinlich auch schon eine Herausforderung zum Teil, gerade im Bereich der Kitas mit 9 Stunden. Ein positiver Nebeneffekt ist, wir haben das jetzt mal verglichen, Quartal 1 2023, Quartal 1 2024. Also wir haben wirklich, sage und schreibe, 3-mal so viel Bewerbungen. Und bisher gab es jetzt keine Riesenprobleme bei der Umsetzung. Und von daher sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und wir werden das einfach weiter ausprobieren. Ja, also mich würde schon interessieren, wir haben ja einige Mitarbeiterinnen, die Tracker tragen. Gibt es da wirklich einen Nachweis, dass die 4-Tage-Woche für diejenigen, die es nutzen, entspannter ist? Ja, dass also der Stresslevel sinkt? Die Tracker messen verschiedene Dinge. Zum einen messen sie Stress anhand von Herzfrequenz und der Variabilität von Herzfrequenz. Auf der anderen Seite messen sie aber auch Bewegung, also wie aktiv ich bin an einem bestimmten Tag. Und dann messen sie zudem noch Schlaf, und zwar Schlafstunden oder Schlafminuten, eher nicht nur Stunden, und auch die Qualität des Schlafs, also inwieweit man sich in eher tiefe Schlafphasen befunden hat oder eher in leichten Schlafphasen war. Das ist ein beispielhafter Ausschnitt vom Stresslevel von einer Person über einen Zeitraum vom 21.04. jetzt bis zum 28.04. Und man sieht, dass es jetzt in dieser Übersicht farblich ganz gut unterlegt. Zum einen sieht man 4 verschiedene Stresslevel-Phasen, würde ich sie nennen. Startet mit sehr, sehr hohem Stress. Das ist hier in der grauen Farbe hinterlegt. Dann diese dunkelblaue ins Lila gehende Phase ist ein mittleres Stresslevel. Blau wäre sehr gering und grün dann eher eine Erholungsphase, eine Restphase. Zurück zu Esra. Seit 3 Monaten arbeitet sie 4 Tage die Woche, 9 Stunden pro Tag. Hat das Team genug Personal, um ihren freien Tag auszugleichen? Heute fällt eine Kollegin aus. Kommt das häufiger vor? Schon, ja, weil die Kollegin, die langzeitkrank ist, die ist seit 3 Monaten, glaube ich, krank. Und ja, kommt halt oft vor, dass dann auch die anderen zum Beispiel nicht da sind. Seitdem ich eigentlich die 4-Tage-Woche mache, kommt das schon ein bisschen öfters vor, ehrlich gesagt. 10 Stunden ist sie vor Ort, mit 1 Stunde Pause. Es ist Halbzeit im Pilotversuch. Jeden Tag startet sie morgens um 6:45 Uhr. Da heißt es dann auch für mich früher aufstehen, helfen und ja, ein bisschen Stress wieder. Also übers Wochenende ist dann auch ein bisschen zu viel los dann. Gerade muss sie alles parallel managen. Heute hat sie Glück, es gibt wenig Streit.
Esra nutzt die Zeit und macht Notizen für jedes Kind. Trinkt es gut? Isst es gut? Eine Doppelbelastung. Will sie die 4-Tage-Woche weitermachen? Also es hat natürlich seine Vor- und Nachteile, ne? Aber das ist halt auch immer blöd für mich, wenn ich sehe, dass andere immer früher gehen. Also ehrlich gesagt bin ich noch am Überlegen. Also natürlich macht es mir Spaß, aber es kann auch sein, dass ich dann vielleicht doch zum letzten Drucker sage, nee, ich möchte jetzt doch die 5-Tage-Woche. Wofür wird sich Esra entscheiden? Am Ende des Experiments werden wir sie wieder besuchen. Bei der Workation auf Madeira steht heute die Steilküstenwanderung auf dem Plan. Flug und Unterkunft kosten so viel wie ein Urlaub. Auch wenn Philipp 8 Stunden pro Tag arbeitet. Das alles für diesen Ausblick. Also das Thema des Homeoffice, mobiles Arbeiten oder Remote, wie auch immer wir das Kind jetzt nennen mögen, ist natürlich ein wesentlicher Aspekt auch von New Work. Und in der Kombination mit Zeit kann das durchaus eine Lösung sein. Also auch hier haben wir wieder eine Selbstbestimmtheit, jetzt weniger im zeitlichen Kontext, aber im örtlichen Kontext. Und wir sehen es ja auch. 2/3 aller Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen würden einen Arbeitgeber verlassen, wenn der Arbeitgeber ihnen kein Angebot zur mobilen Arbeit macht, wenn die Tätigkeit das zulassen würde. Ich meine, das ist ja durchaus eine ziemliche Aussage. Die Arbeitsnomaden auf Madeira wollen auf das hier nicht verzichten. Halten Sie eine 4-Tage-Woche in Deutschland im großen Stil für möglich? Ich glaube ganz fest daran, dass das ganz bestimmt funktioniert. Mit meiner Vorgeschichte aus dem öffentlichen Dienst glaube ich, dass man generell viel effizienter arbeiten kann, wenn ich das so sagen darf. Und ich glaube, dass die Motivation viel höher ist, wenn du eine geringere Arbeitszeit hast und dann vielleicht auch effizienter arbeitest und mehr Energie hast, weil du irgendwie vorher 3 Tage frei hattest. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Es würde auf jeden Fall funktionieren, aber ich glaube, die Deutschen sind ein bisschen zu... Man ist zu borniert dafür. Ne? Also dafür musst du schon ein bisschen bereit sein, umzudenken, auch Strukturen umzustellen und Prozesse und so. Sind ja schon überfordert mit dem Urlaubskalender. Gerade werden ja viele auch nach Stunden bezahlt und nicht nach geleisteter Arbeit, also dass da ein Umdenken beim Arbeitgeber kommen muss. Allerdings jetzt bei so Berufen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Pflege arbeitest, wo du jetzt einfach x Stunden vor Ort sein musst, würden ja dann erstmal Arbeitskräfte fehlen, weil ja dann dieselbe Anzahl an Leuten weniger Tage arbeitet. Und wenn jetzt aber alle eine 4-Tage-Woche haben, dann ist ja auch für keinen Arbeitgeber mehr ein Benefit, dass man weniger arbeiten muss. Die meisten bleiben mehrere Wochen auf Madeira. Nicht jeder der Arbeitgeber weiß davon. Gelebt wird das neue Arbeiten trotzdem. Denkbar ist ziemlich viel und auch in der Wissenschaft kann man sich natürlich mit bestimmten Utopien beschäftigen. Die große Problematik dabei ist tatsächlich, am Ende wird die Produktivität so stark steigen. Das heißt, dass wir uns tatsächlich mehr oder weniger den gleichen Wohlstand leisten können und damit die gleichen Steuereinnahmen erzielen, um auch quasi weiter dann die Ausgaben zu finanzieren, die der Staat tätigt. Und da habe ich so eher meine Zweifel, weil in den letzten Jahren die Produktivität, also das, was ein Arbeitnehmer in einer Stunde leistet, eben nicht mehr dadurch deutlich angestiegen ist, dass er mehr Technik einsetzt, mehr Kapital oder Maschinen einsetzt. Und das führt dann eben genau dazu, dass wir auf Wohlstand verzichten müssen. Ein halbes Jahr nach Versuchsstart bei der Erzieherin Esra. Nach Feierabend trifft sie sich mit Freunden und Familie im Schrebergarten. Heute werden wir erfahren, ob sie mit der 4-Tage-Woche weitermacht oder zurückwechselt. Hat die knappe Dienstplanung geklappt oder musste sie an ihrem freien Tag doch einspringen? Diese Last auf mir, dass ich alle Dienste jetzt habe, so außer Mittwochs. Und dann auch zu sehen, mittwochs, wenn Personalmangel war, dass die auch Stress hatten. Und wenn das halt so enge Arbeitskolleginnen sind, dann denkst du dir, oh, wie sollen die das jetzt schaffen ohne mich? Und tatsächlich habe ich mich dann auch freiwillig dazu gestellt, auch mal reinzugehen bei Ess- oder
Situation, dass ich dann halt da wenigstens da bin und dann zu meinen Terminen gehe. Sie hat dann mehr gearbeitet als vorher. Eigentlich wollte sie weniger Stress durch den zusätzlichen freien Tag. Wie hat sich ihr Stresslevel verändert? Ja, also man merkt es eigentlich selber nicht, dass man gestresst ist. Also ich finde, man ist einfach nur kraftlos und erschöpft. Und ich glaube, du realisierst einfach nicht von Tag zu Tag, dass du eigentlich nur in der Arbeit bist. So. Und wie haben Esras Eltern ihre Tochter im letzten halben Jahr erlebt? Ich auch 4 Tage arbeiten, aber halber Tag. Aber bis Abend. Uff. Und manchmal Arbeitsplatztag, bitte Esra Mittwoch kommen. Weil einer krank, einer Urlaub so. Sie wieder 5 Tage, aber mehr arbeiten. Keine Pause. Nur Wochenende. Auch schlecht. Esra hat ihre Kolleginnen freiwillig unterstützt, denn ihre Arbeit ist ihr wichtig. Deswegen hat sich Esra entschieden, gegen die 4-Tage-Woche. Seit dieser Woche arbeitet sie wieder 5 Tage. Jetzt inzwischen kann ich entspannter aufwachen, weil ich eben um 8:30 Uhr anfange und meistens bis 15 Uhr. Und das ist eigentlich, ich bin mit meinem Dienstplan sehr zufrieden. Genau. Sie hat nichts vom Tag eigentlich, wenn sie 4 Tage arbeitet, nur halt dieser eine Tag. Bei vielen Geburtstagen hat Esra im letzten halben Jahr gefehlt. Jetzt teilt sie sich ihre freie Zeit bewusster ein. Ihren Cousin hat ihre Entscheidung gegen die 4-Tage-Woche am Anfang überrascht. Eigentlich denkt man ja, dass es total entspannt ist, dass man jetzt ja, sozusagen 3 Tage frei hat. Wir waren auch wirklich gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wie sie es dann für sich empfindet und ob sie es gut oder schlecht findet. Aber sie war jetzt wirklich der Meinung, dass es gar nicht so entspannt ist, wie man sich das vorstellt. Viel haben wir sie nicht gesehen, nur halt an dem Tag, wo sie frei hatte, aber dann halt auch am späten Abend, weil sie da auch Termine hatte. Aber es hat man schon ihr angemerkt, dass sie stressig war. Ja, wenn sie nicht so lange arbeiten muss, dann denke ich auch, dass es 5 Tage ist besser. Weil 4 Tage, da muss sie länger in der Arbeit verbringen. Ja. Und nur Mittwoch zu Hause, Massage gehen und einkaufen gehen. Vielleicht Kaffee trinken gehen mit Freunden. Und dann ich nicht gesehen. Aber jetzt wieder alles in Ordnung. Bisschen früh nach Hause gekommen, wir zusammen essen, bisschen sprechen. 5 Tage ist bei mir ist besser. Ob die 4-Tage-Woche den Stress für alle Studienteilnehmer erhöht hat? Komprimierte Arbeiten kann eben auch Stress auslösen. Ob das dann tatsächlich der Gesundheit zuträglich ist, dass man dann den Freitag, Samstag, Sonntag frei hat und in den 4 Tagen selber entsprechend intensiver gearbeitet hat, das müssen Studien zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass es Bereiche gibt, wo das möglich ist. Aber in vielen Tätigkeitsfeldern in der Industrie oder auch im Gaststättengewerbe oder bei Verkäuferinnen und so weiter stelle ich mir das durchaus schwierig vor, in der gleichen Zeit noch mal ein Viertel mehr Leistung zu erbringen. Hier an der Universität Münster haben Forschende ein halbes Jahr alle Daten gesammelt. Kann die 4-Tage-Woche wirklich den Stress der Mitarbeitenden senken? Und funktioniert sie wirtschaftlich? Heute erfahren wir das Ergebnis von Julia Backmann. Wie hat die 4-Tage-Woche für die Kitas geklappt? Was mich tatsächlich am meisten überrascht hat insgesamt ist, dass es in Branchen wie sozialen Einrichtungen, wie Betreuung von Kindern oder einfach soziale Dienste, dass es da doch möglich ist. Weil wir hatten vorher das immer als der Fallbeispiele wurden genannt, wo das deutlich schwieriger ist, weil man ja natürlich nicht einfach irgendwie Zeiten, in denen man vor Ort ist, kürzen kann. Und das hat sich aber gezeigt bisher, dass es da gut umsetzbar ist und auch vielfach zumindest jetzt erstmal weiter getestet wird. Das Kinderhaus Nürnberg hat mehr Bewerbungen bekommen und konnte alle freien Stellen besetzen. Sie testen weiter. Und wie sieht es mit dem Stress bei den Probanden aus? Wahrnehmung ist natürlich noch mal was anderes, als objektivere Daten zu haben. Bei uns haben Probanden einen Tracker getragen und es wurde der Stress auf täglicher Ebene eigentlich gemessen. Also Stress, Aktivität und auch Schlaf.
So sehen die Stressminuten im Verlauf der Woche aus. Von einer Kontrollgruppe, die 5 Tage die Woche arbeitet. Im Vergleich die Stressminuten der 4-Tage-Woche. Am Dienstag ist der Stress im Vergleich höher. Aber danach sinken die Stressminuten. Besonders am freien Freitag und noch mehr am Sonntag um über 40 Minuten. Am Samstag steigt der Stress ein wenig, denn hier sind die Menschen in ihrer Freizeit aktiv. Die 4-Tage-Woche lässt den Stress also durchschnittlich sinken. Man sieht zum einen insgesamt über alle hinweg, dass die Wahrnehmung von Stress sich positiv verändert hat, positiv verbessert hat und auch die Burnout-Einschätzung der Teilnehmenden sich positiv verbessert hat. Und wie haben sich die Schritte pro Tag verändert? Hier sehen wir die Schritte der Kontrollgruppe. Im Vergleich die Mitarbeitenden in der 4-Tage-Woche. Sie bewegen sich am Dienstag etwas mehr, am Mittwoch weniger und ab Donnerstag gehen ihre Schritte pro Tag nach oben. Besonders am Freitag und Samstag unternehmen Menschen mehr. Die Schlafdaten sind noch in der Auswertung. Aber können wir uns diese Vorteile wirtschaftlich leisten? Ich fürchte nur, dass der Produktivitätsfortschritt nicht so groß sein wird, um zum einen die geringere Arbeitszeitwünsche zu erfüllen, die längere Möglichkeit oder längere Lebenserwartung, die geringere Kinderzahl und die damit verbundenen demografischen Herausforderungen, dass die alle nur darüber geschaffen werden, dass wir in der Produktivität der Arbeit entsprechend besser werden und dafür noch das gleiche Geld am Ende bekommen können. Das erscheint mir zumindest gewagt oder aber sehr teuer erkauft. Der Wunsch danach, anders zu arbeiten, ist keine Generationenfrage. Die Corona-Pandemie hat unser Arbeiten für immer verändert. Immer wenn große Krisen da sind, gibt es solche Schübe. Aber die Pandemie hat sicherlich in den letzten 50, 60 Jahren den größten Schub in Gang gesetzt. Und sie hat uns in Bezug auf Trends in der Arbeitswelt, wenn es um Arbeitsmodelle geht, auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, in welchen Kontexten wir arbeiten, ich würde mal sagen 10 bis 15 Jahre geschenkt. Es wäre auch gekommen, aber langsamer wäre es gekommen mit größeren Widerständen. Und am Ende des Tages war das eine Beschleunigung. Im Kinderhaus Nürnberg läuft der Versuch der 4-Tage-Woche weiter. Mit einem neuen Modell. Sie arbeiten jeden Tag 8 statt 9 Stunden und haben jede 2. Woche einen Tag frei. Esra arbeitet wieder in ihrer alten 5-Tage-Woche. Was ist Ihr Tipp, damit eine 4-Tage-Woche doch funktionieren kann? Ich finde auch Arbeitsklima oder Arbeitskolleginnen spielen eine sehr große Rolle. Also ich glaube, hätte ich die 4-Tage-Woche und anstrengende Arbeitskollegen, die halt eher kaum Verständnis haben für irgendetwas, ich glaube, das wäre dann für mich Horror. Genau. Aber so für mich war das wiederum auch eine Unterstützung, mit Arbeitskollegen einfach offen über alles reden zu können. Weil wenn man einfach alles erzählt, was vom Herzen kommt, wie man sich fühlt, dann geht die Last ja auch teilweise schon im Großen und Ganzen weg. Die 4-Tage-Woche zwischen Stress, Zeit und Produktivität zu balancieren. Das ist die große Herausforderung. Ondan sonra ya abi almayalım. Düğün yapacağız. Biz nişan yapacağız yani. Şaka ya.